So, da ist ja auch mehr Bier. Und hat wieder kein Kölsch. Aber ja, da bin ich ja inzwischen gewöhnt auf der Welttournee, dass die nur das komische Pilz haben da. Ja, da sieht man, dass man mit der Globalisierung so weit noch nicht sind, ne? Aber ich bin doch nicht blöd. Ich habe mir da eine Triggerverlat. Pass auf, jetzt gehört. Hey. Der heilige Kölsche Gral. Apropos heilig. Hey, der Käsebischof, ne? Der aus Limburg. Dem singt Badewand, die da für 15.000 Milliarden Euro. Die hätte er bestimmt in Köln bestellt, ne? Da war wahrscheinlich Meißner Porzellan. Also, wenn du so Rührchen in der Hand hast, ne, da schmeckt das Bier Dreck viel besser. Also, du musst natürlich auch ein bisschen dran glauben. Ne? Das ist ja Kölsch trinken, das fängt zu 90% im Kopf statt. Ja, das ist klar. Ich meine, du schützt das Zeug ja auch in der Gobberin. Ne? Und was ist am nächsten Tag? Kopping. Obwohl, das geht ja irgendwie auch in der Bucherin. Da möchtest du ja auch Buchpingern. Ne? Aber ich kenne mich mit der menschlichen Autonomie nicht so aus. Lieber Jupp, haben Sie ein Lieblingsrezept? Mit Ketchup oder was? Ja, mit Ketchup. Ja, massenhaft. Aber zum letzten Sommer, da habe ich ja ganz Spezielles. Das ist für mich im Moment der 0 plus Ultra. Ne? Da muss ich jetzt ausholen für. Also, es war mal wieder an der Zeit für den jährlichen Ketchupliker Weltkongress. Der machen wir so 2-3 Mal im Jahr. Ne? Du mal jetzt grillen oder so. Ne? Auf jeden Fall haben wir uns bei der Planung überlegt, wir möchten uns jetzt Besonderes machen, damit die Weltöffentlichkeit besser für unsere Problematik desensibilisiert wird. Ne? Und da fällt mir in, dass Minge Norber, der ist Präsident von der Cola Leptiker e.V., ne? Also auch eine Randgruppe der Gesellschaft, ne? Die genau wie mir schlecht behandelt wird. Ne? Gut, Minge Norber, das ist der Dr. Cornelius Larschmann. Und das L von dem Larschmann, das hätte sich für ein paar Jahre das gekauft beim Standesamt, damit er, und jetzt pass auf, jetzt geht es, damit er sich im Krankenhaus als gute Form von seinem Namen Dr. Cola draufschreiben kann. Er ist total verrückt, der Junge. Ja, auf jeden Fall schon an meiner Norber, der Dr. Cola, gefragt, und wir haben uns entschlossen, der Weltkongress der Ketchupliker e.V. und von der Cola Leptiker gemeinsam abzuhalten. Und als absolutes Highlight der Tagung haben wir im Rahmen eines höchst anspruchsvollen Experiments ein Geheimrezept entwickelt, in dem wir unser beider Grundnahrungsmittel, also der Ketchup und der Cola, die bisher zwar in der Imbissbude eine kooperative Koexistenz lebten, aber letztendlich doch nebeneinander her ihr Dasein fristeten, haben wir die, ich möchte sagen, richtig lecker fusioniert. Würden Sie uns exklusiv das Geheimrezept verraten? Ja, gut. Ich will es nicht so sehen. Hey. Das ist ein Rezept
für eine Ketchup-Cola-Soße. Pass auf, da brauchst du 1,5 Tassen Ketchup, 300 Milliliter Cola, 1 Tasse sehr fein gehackte Ölisch, also Zwiebeln für die Nichtgönner. Dann eine Vierteltasse Apfelessig. Also Apfelessig manchmal ganz gerne, ne? Ein bisschen Obst, ne? Gut, ja. Dann brauchst du Worcestersoße, 1 Esslöffel Chilipulver, 1 Teelöffel Salz und falls du noch ein bisschen schärfer haben willst, noch Tabasco dabei. Und dann tust du das alles in eine Topfe rein, tust du einmal aufkochen und dann so 30 bis 40 Minuten köcheln, dass die Soße so ein bisschen eindickt, weißt du? So. Und dann ist das fertig. Dann kannst du das hier schön auf ein Hemdchen drauf machen oder brauchst du nicht irgendwo drauf zu machen. Da kannst du auch pur trinken, weißt du? Ist auch sehr lecker. Oh. Entschuldigung. Peter Josef Hein? Ja, Horst. Nee, Horst, ich bin gerade in der Besprechung. Ja, das Interview, von dem ich dir erzählt habe, Horst, richtig. Exklusivinterview. Warten Sie einen Moment. Das ist der Horst Lichter. Der ist auch bei uns im Verein. Aber das ist ein Privatgespräch. Können wir uns der Mikro hier ausmachen? Ist aus. Ja. So, Horst, was kann ich denn für dich tun? Ich habe nicht viel Zeit. Ja, Horst, richt dich nicht ab. Ach, wegen dem Geheimrezept, ja. Ja, nee, das blieb wie besprochen, ne? Ja. Da kannst du mit dem Johann in eurer Kochshow oder beim Weihnachtsmenü, könnt ihr das veröffentlichen. Ja. Ja, als Webpremiere, ja. Als allerletzter, ja. Nein, Horst, ich werde darüber nichts sagen. Was? Ob ich doch schon jetzt drüber gesagt habe? Horst, ich kann dich gerade ganz schlecht verstehen. Horst? Horst?